Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, ich zeige euch, wie ich aufstellen würde und ich gebe ein bisschen eine Einschätzung zum Spiel am 27. Bundesliga-Spieltag gegen den FC St. Pauli ab. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den sehr gerne. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, mein Tipp, 3:1 für uns. Ja, ich weiß, St. Pauli ist ein unangenehmer Gegner, haben wir schon im Hinspiel gesehen, defensiv, sehr kompakt. Vorne fehlt ihnen so ein bisschen die Durchschlagskraft, aber wir haben eine etwas durchgewürfelte Viererkette. Mal schauen. Ja, deswegen habe ich mal die 1 gemacht und nicht das 13:0. Am Ende des Tages spielen wir zu Hause, so wie es Winnie auch in der PK gesagt hat. Wir müssen auf uns gucken, wenn wir unsere Leistung bringen. Sollte alles gut sein. Ja. Das ist das Ziel und ja, ich mache mir da auch wenig Gedanken. Also wir müssen jetzt nicht St. Pauli auch irgendwie stark reden. Ist mit Sicherheit keine schlechte Mannschaft, wissen, was zu tun ist, gar keine Frage. Wenn wir natürlich einen schlechten Tag haben, viele Nationalspieler und so weiter, kann immer irgendwas sein, aber ich bin guter Dinge und wie gesagt, mein Tipp wird 3:1 sein. Und damit gehen wir mal rein. Ja, stellt sich ja mal wieder fast alles von alleine auf. Manuel Neuer ist noch ein paar Wochen weg, heißt Ubi spielt. Das ist sehr gut, dass ein Ubi spielt. Weil er muss jetzt wachsen an dem Fehler. Ja, und es ist gut, dass er spielt und nicht Manuel Neuer jetzt schon wieder fit wäre und er dann mit diesem Fehler dann erstmal irgendwie wieder Monate auf der Bank sitzt. Ja, so kann er das gleich ausräumen, indem er eine gute Leistung zeigt. Das ist wichtig in meinen Augen. Gut, dann haben wir natürlich, ja, vorne. Es gibt nur einen Stürmer in unserer Mannschaft, das ist Harry Kane. Ich denke auch bei der Nationalmannschaft, zumindest das, was ich gelesen habe, wir brauchen nicht über Michael diskutieren. Ja, das steht außer Frage. Sollte gesetzt sein auf der rechten Seite. Genauso wie Musiala auf der 10er-Position gesetzt sein sollte und genauso wie ein Kimmich. Ja, beim Kimmich können wir ein bisschen diskutieren. Also ich würde schon, man könnte sich natürlich dazu hinreißen lassen und sagen, Kimmich muss bei uns auch Rechtsverteidiger spielen. Bin ich auch großer Freund von. Ja, das natürlich jetzt im Laufe dieser Saison, jetzt in der heißen Phase, alles umzuwerfen und zu machen, bin ich kein Freund von. Ja. Glaube auch nicht, dass Kimmich da ein Freund von ist, bei uns gerne als Rechtsverteidiger zu spielen. Und ich würde ihn schon sehen bei uns als Rechtsverteidiger. Gerade weil wir in der Mitte auch andere Alternativen haben, aber aktuell das jetzt umzuwürfeln, sehe ich halt auch nicht. Ja. Deswegen, wir werden in der Mitte Kimmich Goretzka sehen. Ich bin sehr auf Leon gespannt. Leon taucht halt immer ab, wenn er mit Kimmich gleichzeitig in der Mittelfeld spielt. Ja, deswegen war er jetzt in der Nationalmannschaft auch wieder stärker. Das haben wir auch in Stuttgart gesehen. Wenn Kimmich nicht neben ihn spielt, nimmt er viel, viel mehr Verantwortung und viel, viel mehr das Spiel an sich. Ja, als wenn Kimmich auch da spielt. Von daher, ich bin gespannt. Wir schauen es uns an. Ich hoffe, dass ein Leon sich auch mal wieder ein bisschen mehr durchsetzt an Kimmichs Seite. Ja, das wäre für uns im Verein wichtig. Ja. Dann haben wir die Viererkette. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei Minje. Ich habe jetzt nichts Negatives gehört. Von daher gehe ich aus, dass er fit ist. Das heißt, der Bums wird sich so gestalten. Die erste Alternative wird ein Erbik Dyer sein und die erste Alternative auf der Linksverteidigerposition wird ein Ito sein. Na, wir haben Guerrero ein paar Mal gesehen diese Saison. Wir können ihn hier gerne eintragen. Das war nicht gut. Das war defensiv eine Katastrophe. Ja, da kannst du Guerrero eher hier auf der 10er oder auch auf der 8er Position sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich kann er auch diese Position spielen, ja, aber ich schiebe es noch ein bisschen höher. Aber für mich ist, solange Kim fit ist, ist es ein Ito. Ja, sollte Kim irgendwie nicht fit sein, ja, dann spielt ein Ito da. Gar keine Frage, ja. Und dann spielt es halt auf der linken Seite mit dem Guerrero oder mit dem Stunny. Und gut ist. Ja, da sind wir auch schon beim Rechtsverteidiger. Das ist für mich ganz klar Stunny. Ja. Also Stunny musst du jetzt mal langsam dahin als Rechtsverteidiger hinballern. Ich gehe davon aus, dass da wieder ein Conny Leimer auflaufen wird, aber für mich wäre es ein Stunny.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, du hast einen Boe auch noch. Ja, auch der ist spielready. Also es ist keine Not, da einen Conny Leimer da wieder hinzunageln. Conny Leimer würde ich jetzt eher mal sehen, dass wir ihn jetzt mal langsam im Mittelfeld bringen, weil, ja, Pavlovic wird ja sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dauern. Und er ist da natürlich nochmal ein anderer Spielertyp. Ja, von daher, vielleicht werden wir einen Conny Leimer jetzt mal in Zukunft im Mittelfeld sehen. Ja, Leon ist nochmal eine Alternative für die Innenverteidigung. Ja, aber ansonsten, ich habe es schon gesagt, Ito. Auf der anderen Seite, Stani hat auch eine sehr, sehr gute, in der Vorbereitung, sehr, sehr gute Partien als Innenverteidiger gemacht. Hat mich echt überrascht. Auch das wäre eine Alternative, wenn da noch jemand ausfallen sollte. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so die großen Kopfschmerzen. Ja. Wir haben wie immer unsere ominöse linke Seite. Ja, da kannst du dir einen aussuchen. Ich nehme King. Das ist irgendwie immer alles irgendwie schwierig. Mal macht ein Gnabry ein brauchbares Spiel, mal macht Sané ein brauchbares Spiel. Aber der konstanteste ist immer noch Koman gewesen und von daher würde ich mit dem King und Odessa anfangen. Ansonsten, ja, hast natürlich noch einen Thomas Müller hier als Alternative. Keine Frage, der ist vielleicht ein bisschen frischer. Weiß ich nicht, kommt drauf an. Ich kann es schwer einschätzen, wie frisch die Spieler sind. Sonst könnte es natürlich auch passieren, dass ein Thomas Müller in die Startelf rückt für Kane oder für Musiala, könnte ich mir schon vorstellen. Aber that's it, ne? Ich gucke noch mal kurz durch, ob ich irgendeinen vergessen habe, aber das ist, was an Alternativen halt auch da ist, ne? So, Pavlo ist nicht da, ja. Ja, wir hätten noch einen Vidovic. Da weiß ich gar nicht, ob der irgendwie Teil dieses Kaders ist. Keine Ahnung, haben wir noch nie gesehen, seitdem er wieder da ist. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ne? Und da sieht man schon, ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen dünner. Ne? Gerade hier hinten. Aber noch haben wir Alternativen. Ne? Wir haben unsere beiden Außenverteidiger, die auch Innenverteidiger spielen können. Du könntest natürlich auch eine Dreierkette bringen. Habe ich ja auch schon gesagt. Mit einem Dyer in der Mitte, Kim rechts, Ito links. Problem ist, wir haben den ganzen Bums noch nicht gespielt. Ja, und wir gehen jetzt in die heiße Phase der Saison, ja, wo jedes Spiel wichtig ist, wo jeder Punkt zählt, wo dann das Viertelfinale in der Champions League ansteht. Und da jetzt anzufangen, neue Systeme einzuschleifen, deswegen würde ich auch einen Kimmich jetzt nicht als Rechtsverteidiger bringen, weil er die ganze Saison diese Pose gespielt hat, die Mannschaft geführt hat. Das kannst du knicken. Ja. Du musst den Stiefel jetzt durchziehen. Du kannst jetzt nicht anfangen, in den heißen Wochen da irgendwelche Experimente zu machen, meiner Meinung nach. Und von daher, wie ich schon sagte, stellt sich der Bums hier fast von alleine auf. Ne? Du kannst natürlich über die linke Verteidigerposi diskutieren, über die rechte, aber dann hört es schon auf. Ja, du könntest natürlich einen Conny Leimer für Leon diskutieren, aber Leon hat es jetzt in der Nationalmannschaft gut gemacht. Der Rest, über was willst du diskutieren? Harry Kane, Musiala, aus Ulisse, brauchen wir nicht diskutieren. Ja, über King. Ja, linke Seite kannst du vielleicht diskutieren. So. Aber da sehe ich King auch noch den, der am stärksten mit nach hinten arbeitet. Ja, das hat er in den letzten Spielen gut gemacht. Also von daher ist das für mich auch, ja, auch eigentlich fix. Ne? Gut, Leute, das ist meine Aufstellung. So würde ich den Bums aufstellen. So tippe ich es auch gleich im Tippspiel in der Bayern-App ein und ich erwarte die Aufstellung eigentlich auch so. Ja, es könnte passieren, dass wieder ein Conny Leimer als Rechtsverteidiger spielt, aber dann verstehe ich es auch langsam nicht mehr. Ja, also es ist jetzt die Zeit, wo ein Stani da jetzt gerade so bei so einem Spiel gegen St. Pauli sich dann auch die Spielpraxis holen muss. Ja. Aber auch nur meine Meinung. Wie immer, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, diskutiert in den Kommentaren. Ich wünsche uns ein gutes Spiel mit hoffentlich dem guten Ergebnis für uns. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.